So Leute, willkommen zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep und wie angekündigt habe ich offscreen trainiert und das nicht so knapp mit der guten Aqua. Soll heißen, ich bin mal kurz von Stufe 18 oder 19, wie ich in der letzten Folge noch war, auf 25 gestiegen. Das ging relativ schnell, also schnell in Anführungszeichen, ne? Ich habe glaube irgendwie eine Stunde lang trainiert, aber halt hier auf der Insel. In den bekannten Moves, die wir bereits hatten und ja, es hat ganz gut funktioniert. War selber ein bisschen überrascht. So, have a good time hanging out with the kiddies? How'd you get that? I think that kid's outgrown such a childish toy. If you ask my opinion. Just like I've outgrown my need for you. You freak! So Freunde, ich habe die Katzen drin gelassen, weil ganz ehrlich, die letzte Folge war mehr ein bisschen zum Trainieren und so. Jetzt geht's richtig ab. Ja, nicht schlecht, war wie oft ich den einsetzen kann. Guck mal, Vanitas. Feuer, so geht Feuer. Blitz. Oh, aber den Quatsch wieder. Sollte ihn eigentlich erstmal ein bisschen stilllegen. Vorführeffekt, Freunde, kann passieren. Ja gut, er macht natürlich immer noch viel Schaden, das ist klar, das muss aber irgendwie auch sein. Jetzt aber, das vorhin, das war, ich habe es nicht gesehen. Ich bin abgerutscht. So. Den muss ich natürlich schon die richtige Kombi auspacken. Seht ihr, wie viel Schaden plötzlich die Magie macht? Alter! Der Move würde auch viel Schaden machen, wenn er noch treffen würde. Und zum Glück, da ich halt irgendwie Stufe 4 oder so habe, kann ich die Attacke viel länger einsetzen. So, Antigreifer wollte rein eigentlich. Nicht schlecht, war, was die Attacke alles kann. Und jetzt so ein bisschen, wenn ich noch lernen würde, ein bisschen besser auszuweichen. Oh oh, Mann! Okay,
Bisschen besser gucken, was er so macht. See ya. Too slow. Also ich mache definitiv wesentlich mehr Schaden als zuvor. I've done it. He's finally finished. Ben. Tara. I can rest easy. Too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Are you all right? What happened? I'm fine. Oh no! Look at Vent's treasure. It's okay, Peter. Whatever it is that binds us together isn't gonna break so easily. And that's our real treasure. I think Ventus knew that. That's why he left this behind. You must really be close. And that's something pretty special. You and Ventus and Tara, was it? One day, you should all come back. I'd like that. Und wo ist jetzt Vanitas hin? What's that light? Tara. Ven. I hope we're ready for the storm that's coming. Hey, wait up! Too slow, Sora. See you at the finish line. One more time. You just got lucky. Huh? Huh? Oh! This boy looks so sincere, just like Tara. And this one, he's a spitting image of Ven. One of you might be special enough. Hey, you two mind telling me your names? I'm Sora. And you? Riku.
Someone has already passed this boy the power. Was it Terra? Sora, do you like Riku? Of course I like him. He's my best friend. Good. So then if something happens and Riku is about to get lost, or say he starts wandering down a dark path alone, you make sure to stay with him and keep him safe. That's your job, Sora, and I'm counting on you to do it, okay? One Keyblade is enough for any friendship. I learned it the hard way. I wouldn't wish our lives on those children. Terra, please tell me, what's to become of us? Okay, erstmal direkt 2 Schlüsselschwerter hinter, also Anhänger logischerweise, trotzdem direkt hintereinander. Das ist natürlich jetzt geil, dass wir nicht nur Kairi auf Aquas Route gesehen haben, sondern sogar Sora und Riku. Aber was meinen Sie von wegen, dass Terra Riku bereits die Kraft übertragen hätte? So ähnlich wie sie das mit Kairi gemacht hat? Oder war das was anderes? Und dann erwähnt sie noch von wegen etwas, ein Schlüsselschwert würde ausreichen, mehr verträgt eine Freundschaft nicht. Ich nehme jetzt mal an, das meinte sie irgendwie auf Bezug auf Terra, dass irgendwie eben die Dunkelheit von Terra hat irgendwie was mit ihrer Freundschaft zu tun, ne? Von wegen, er ist nicht der einzige Schlüsselschwertträger und ja, Rivalität und so, und daraus können sich auch Dunkelheit entwickeln und so weiter und so fort. Ja, wir wissen ja aus Kingdom Hearts 2, dass ja Sora und Riku Schlüsselschwertträger sind. Kairi hingegen nicht. Oder noch nicht. Ich meine, rein genug wäre das Herz, dass im Prinzip auch eine sein könnte. Wir wissen noch nicht genau, wie eigentlich das Auswahlverfahren für so richtige Schlüsselschwertträger eigentlich wäre. Weil wie überhaupt Sora zum Schlüsselschwert kam oder wie Riku dazu kam, wissen wir auch nicht so genau oder noch nicht. Das sind ja so Dinge, die noch erklärt werden. Heißt jetzt, sie hat Sora deswegen nichts gegeben, weil sie sich einfach gesagt hat, ja komm, Riku hat bereits die Kraft, also reicht das. Aber sie weiß ja natürlich nicht oder kann hier noch nicht wissen, dass Kairi ja auch auf die Insel, auf die Schicksalsinsel kommen wird und demzufolge ja auch mit Sora und Riku befreundet sein wird. Fragen über Fragen, Freunde. Viel zu viele Fragen, wenn ich hier noch bin. Wir machen weiter. Is that Mickey? How'd this happen? Don't worry. I'll take you back to him. Ja, woher weiß sie jetzt, wo Meister Jenseed überhaupt ist? Weil eigentlich war sie überrascht, dass ja, oh. Ursprünglich war sie ja überrascht, dass Mickey auch ein Schlüsselschwertträger so wie sie ist. Die Inseln des Schicksals. Kann einer mal landen? Ne, geht nicht mehr, schade. Jetzt schneller hier. Oh, Alter! Bing. Oh, jetzt zurück nach Hause, kommen wir gar nicht mehr. Schade. Jo, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich in den Kampf kommen könnte, deswegen erstmal ganz kurz gucken. Autowertigkeit, dankeschön. Habe noch irgendwas zum Fusionieren bei ihrer Sturz mit. Hey, Roga, gibt gar nichts mehr draus. Natürlich auch schon die Garstufe, das kann ich gerne behalten. Anti-Grava müssen wir vielleicht noch ein bisschen höher pushen. Und die scheiß Mini-Dinger bereits rausgenommen. Wäre jetzt vielleicht wieder ein Punkt, wo man sagen könnte, hä,
die Minendinger wieder rein, weil sie eigentlich schon cool sind. Dafür vielleicht einen Frostwurf raus. Kann man so überlegen. Wenn ganz ehrlich sein darf. So, ich habe irgendwas noch bekommen. Was war denn das? Hier war es nix. Was irgendwie ein... Was, eine andere Waffe oder was? Aber Zeitspaß ist echt fies, ey. Alter, ist der mächtig. Was für eine Fähigkeit ich bekommen habe. Okay. Ausrüsten, haben wir einen Hyperantrieb, Feenblüte. Leck mich am Arsch mit der Magie, hey. Die geht vielleicht hoch. Schicksalswink. Ach, der ist hier, Regensturm. Allgemein sehr hohen Werten. Okay, jetzt habe ich natürlich 17 auf 20 geswitcht. 19, 18, ja. Regensturm jetzt zwar, glaube ich, eher eine Waffe für Riku vor allem, weil eben Aqua ist auf Magie geskillt. Vor allem. Will auch gerne so belassen. Der mystische Tower. Oder Turm von mir aus. So, Mickey ist weg, okay. Was hat die wieder da? Und tschüss. Ja, so viel dazu. Ich meine, dass sie keine Chance haben können, ist klar, wa? Ganz ehrlich. So, finish them. $899. Magnega. Das hingegen wäre gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Magnetpower. Will ich sogar Feuge rausnehmen soll, weil Feuger generell, ja, ist natürlich ein schneller Move von dem her, aber andererseits, ich weiß nicht, hey, Magnega ist natürlich schon geil. Mit Frostwurf kann ich natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Mach's mal so, friert die Gegner halt ein. Ja, ich habe noch offscreen noch nachgeguckt, als ich da mit Ven unterwegs war, da haben wir sogar bis Level 30 geschafft. Ja, gucken wir, was wir hier noch mit Aqua kommen. Wobei das Gefühl haben, mit Aqua haben wir nicht mehr so viel zu tun. Also rein von den Bosskämpfen her und so meine ich halt. So, natürlich gibt es auch hier noch eine Karte. Oh, naja, fast. Ja gut, warum hier eine Karte? Der Turm ist eh zu klein. King Mickey! Aqua, the stars bring me grave news. Master Ericus's star has blinked out. I am afraid that means he has been struck down. The Master? But who is responsible? Master Xehanort and Terra. No! That's absurd! Terra would never! I hope with all my heart that you are right about your friend. There are some things even the stars cannot tell me. Where is he? Where can I find Terra? Terra's heart is leading him to the ancient Keyblade Graveyard, where wielders of those weapons once waged war. Alright. I have to go after him and see if it's true. Be on your guard.
Let's just be safe. I'll find a way to get you out of this. Wow, sogar zu Donald Goofy, nicht schlecht. Ja, vielleicht zu Donald wäre es gar nicht mehr so schlecht, weil der natürlich auch ein Magieskiller ist. Der Schlüsselschwertfriedhof. Oder das Schlüsselschwert, der Friedhof? Hm. Okay, können sogar nochmal hier hin. Krass. Die Frage natürlich, was bringt's überhaupt? Es ist interessant, dass sie gar nicht gleiten kann. Also, dass sie die Fähigkeit vom Gleiten gar nicht gelernt hat. Dafür eben dem vom Doppelsprung. Weil einen Doppelsprung hatte Ven ja nicht. Alles sehr faszinierend. Hier ist alles zerstört, kommt nicht weiter. Kommt irgendwie bekannt vor, weiß nicht warum. Aber irgendwie. Tja. Und Sehanort noch. Ja, wir wissen natürlich nicht, was da passiert ist, weil das haben wir auf der Ventus-Route nie erfahren. Wir wissen nur, dass Ventus halt abgehauen ist, also beziehungsweise von Terror weggeschickt wurde, weil Meister Errolcus ja Ventus töten wollte. Wegen Gefahr und so, von wegen, oh nein, du willst das Keyblade schmieden. Du hast das Keyblade geschmiedet, hier, das lasse ich nicht zu, bla bla. Tja. Das ist die Frage halt, was werden wir vom Schlüsselschwertfriedhof noch erleben? Ist es dort bereits, eigentlich ist dort ja finished, zumindest so die einzelnen Routen. Klar, Ventus war mehrmals da, aber ich glaube, bei Aqua wird es nur ein einmaliger Ausflug sein. Tja. Ansonsten, wir könnten theoretisch noch hier hin. Nach Disney Town nochmal. Gucken, ob es irgendwie was Neues gäbe. Das sind meine Zweifel. Ja gut, ihr könnt da reingehen und so. Die ganzen Minispiele und so haben wir bereits mal gemacht, beziehungsweise vor allem in der Ventus-Route. Ich glaube, wir gehen mal noch in den Untergrund, mal gucken, was da so abgeht. Und ansonsten, vor allem in der nächsten Folge, dann geht es natürlich weiter mit dem Schlüsselschwertfriedhof. Mal gucken, ob wir dort schon viel reisen können, ob wir vielleicht sogar schon stark genug wären. Ich habe so zwar meine Zweifel, aber es könnte trotzdem sein. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ciao zusammen.